Schönen guten Tag und herzlich willkommen beim besten Podcast der Welt. Das ist mir schon am Anfang, dass ihr gleich wisst, was Satz. Ich bin der Kane, hört man gleich an der erotischen Stimme und mit dabei ist der Trommelwirbel Cobby. Tusch. Hi. Na? Servus. Das ist ja eigentlich fast schon für uns eine total leichte Übung, gell? Diese ganzen Intros und auf eine Bühne gehen und dann anfangen zum Rappen wie die Beastie Boys und dann erstmal richtig Stimmung machen. Das ist einfach unser Ding, das liegt uns im Blut. Das liegt uns einfach im Blut, würde ich sagen. Warum redest du jetzt von der Bühne? Haben wir zufällig zu Scream 6 was auf einer Bühne gemacht? Ja, hey, wir haben ein Scream Double Feature moderiert mit Scream 5 und Scream 6 in Vilsbiburg im Cineplex. Und da sind wir angekündigt worden, dann sind wir auf die Bühne und dann erstmal wirklich so Handshake mit allen und das war ihre Standing Ovations. Ja, richtig, BHs genau. und Schlüpfer sind geflogen. Als wir dann gefragt haben, und wer kennt uns, wer kennt Viva la Movie Illusion, sind ganze 3 Hände hochgegangen. War schon beeindruckend. Das war schon cool, ja. Wenn du jetzt sagst, es waren ja ganze 30 Leute da, also war das ein Zehntel. Ja. Kein schlechter Schnitt, oder? Ja. Das wird im April bestimmt dann noch cooler, wenn wir dann da am, was ist es, glaube ich, der 4.4. in Genau. Neufahren bei Terminator 2 ebenfalls die Vorstellung moderieren und hosten. Das wird richtig fett. Da sind nämlich 150 Leute. Das heißt, ein Zehntel davon. Wie viele Leute kennen uns dann? 6,34. Okay, die 0,34 Leute, da bin ich gespannt, wie die ausschauen. Aber ja, ansonsten in Vilsbiburg war cool, war eine geile Vorstellung. Für mich war es ja eigentlich so eine Art, so, und jetzt bitte kicher mal nicht, wenn ich das Wort benutze, eine Entjungferung. Ich habe nämlich noch keinen einzigen Scream-Teil gesehen bis dahin und kannte Scream nur von Scary Movie. Wobei ich sagen muss, Scary Movie hat da ja eigentlich echt... Das ist so erbärmlich, was du da schon wieder von dir gibst. Das ist so erbärmlich. Warum? Kim jetzt, du bist ja auch schon knappe 40 und hast noch keinen Scream gesehen. Ich bin ewig weit weg von 40. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Aber ja, ist ja ganz verrückt eigentlich, gell? Du kommst rein und hast noch keinen Scream gesehen und ich war dabei und bin absoluter Scream-Fanboy. Also ich kann das Franchise sowieso nie irgendwie schlecht bewerten, weil es mir immer von Haus aus schon gefällt, weil ich eine Fanbrille aufhab. Ich kann sogar dem meist gehasstesten Teil von alle, dem dritten, viel abgewinnen, obwohl er wirklich seine großen Schwächen hat. Aber ich mag ihn einfach irgendwie. Ich mag, wenn ich den Ghostface am Landlauf versägt, dann habe ich schon ein kleines Röhrchen. Also für alle wie ich, die bis jetzt auch vielleicht noch nie Scream gesehen haben oder nicht wissen, was da geht, Ghostface, also ist der Typ mit der Maske. Also wenn man Scream zumindest bei auf dem Poster gesehen hat, da gibt's ja immer diese schnörkelige Geistermaske, die so nach unten hängt, so als wenn es zerschmolzen wäre und in so einem schwarzen Gewand rumläuft und Leid absticht. Das ist der Ghostface. Und ja, ich fand den Scream 5 schon ziemlich cool und Scream 6, über den wir ja heute reden, der schließt ja direkt auf den 5er an und sind da viele Charaktere dabei, die im 5er eingeführt worden sind, habe ich gelernt. Was mir am 5er und am 6er also gefallen hat, es ist Meta hoch 20. Also sie erkennen praktisch mehr oder weniger selbst, sie sind in einem Franchise und da gibt es immer bestimmte Regeln und schauen wir mal, normalerweise kann der Mörder nur innerhalb vom Freundeskreis sein, es sind schon mal alle verdächtig und ja, das fand ich cool. Da wollte ich die eigentlich noch fragen, ist es bei den Teilen davor auch schon so, dass sie dann so ab dem 2. erkennen, okay, es müsste halt eigentlich immer jemand aus dem Freundeskreis sein? Es ist eigentlich im ersten schon so. Da weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, da glaube ich, ist es noch nicht so um das gegangen, dass es immer aus dem Freundeskreis ist, aber sie erkennen ab dem ersten schon immer so, sie sind praktisch in einem Slasher-Film gefangen. Es gibt gewisse Regeln, an die sie sich halten müssen. Im 2. Teil erkennen sie dann, okay, es ist jetzt das Sequel, wir müssen uns wieder an gewisse Regeln halten und es kommen neue Regeln dazu. Also dieses Regelkonstrukt zieht sie immer durch, aber ich finde, in Teil 5 und 6 haben sie es perfektioniert mit dem, vor allem in Teil 5, finde ich, mit dem ganzen Requel oder Legacy-Sequel-Gehabe und dann dem, dass du die
Fans nicht gerecht werden kannst und die Fans das lieben und du nimmst denen was weg. Also das war für mich grandios. Aber die Meinung zum 5. könnt ihr euch ja schon anhören. Wir haben ja schon mal eine Folge aufgenommen, da Mike und ich. Und im 6. ist es dann eben wieder, habe ich schon gesagt, Richtung Franchise. Wir kennen jetzt, dass sie in einem Franchise sind und es gibt wieder neue Regeln und orientiert sich, finde ich, vergleichbar ist wirklich das 6. ist vergleichbar mit dem 2. in meinen Augen. Aber dazu können wir auch später noch mit besser drauf eingehen. Ja, ich nicht. Ich hab den Du 2. nicht, nicht stimmt, gesehen. stimmt. Du nicht, du bist ja der erbärmliche Scream-Schauer. Ja, schon. Aber es war ein spaßiger Slasher-Abend. Es gab fast keine Durchhänger. So viel schon mal vorweg. Also er fängt sehr gut an, finde ich. Gleich mal mit so ein paar Horror-Elementen und da fragt man sich, woher kommt der Killer? Wer ist das? Was passiert da? Spannend, dann erklär mal, um was geht's denn in Scream 6? Ja, um einen Ghostface, der Leute absticht. So wie in alle Scream-Teile. Scream 6 fängt diesmal auch mit einem coolen Kniff an. Wir haben ja erst einmal die bezaubernde Samara Weaving am Anfang da. Hammer. Die Säge, Da hab ich mir schon gedacht, egal was jetzt passiert, ist es jetzt schon ein geiler Film. das Schlimme war ja das, als Scream-Veteran weiß man, die Person, die man am Anfang sagt, die kommt meistens nicht weit. Und dann sehe ich jetzt Samara Weaving, da geht mir erstmal das Herz auf und hat aber dann im nächsten Atemzug schon bluten müssen, weil ich gewusst habe, okay, sie ist am Anfang da, das heißt, wir werden es nicht mehr lang haben. Und Wunder, es war auch so, die haben wir nicht lang gehabt. Ghostface kommt und stitcht zuerst einmal sauber und dann kommt ihm dieser Kniff, der Ghostface-Killer nimmt sofort seine Maske ab und du weißt instant, wer der Ghostface ist. Das hat es noch nie gegeben im Scream-Franchise, dass du von Anfang an gewusst hast, wer der Ghostface ist. Vermeintlich gewusst hast. Weil es geht nämlich dann weiter. Du hast da diesen Jason, der die Samara Weaving absticht und dann heimgeht und dann erfährst du, dass er das geplant hätte, der neue Ghostface zu werden mit seinem Freund. Aber da gibt's jemanden, der sagt, ich bin der Ghostface und dann kommen wir doch in das alte Spiel zurück, dass es gibt einen weiteren Killer, der dann den Jason und seinen Freund verdammt schön aufbaut, sage ich mal im Kühlschrank. Und dann geht doch dieses Whodunit-Spiel los, so wie man es in Scream kennt und liebt. Ich habe jetzt eher gedacht, du gehst ein bisschen auf die Charaktere ein, die ja im 5er eingeführt worden sind. Weil das war jetzt so, das Intro war für mich erst einmal, das war mal in Anführungszeichen was gänzlich Neues für Scream. Das kannst ja du nicht wissen, da du jetzt blöd bist, dass du mal alle Scream-Teile anschaust. Ich bin jetzt blöd. Jo, das schaffst du einfach nicht. Ich hab da einfach genau immer, da sitzen. das möchte ich ja kurz mal erklären. Ich habe da immer einen gewissen Respekt davor und ich habe es in der Hellraiser-Folge, die entweder davor oder danach erscheint, zu dieser Folge, schauen wir mal, aufgenommen ist schon. Da habe ich auch am Mike erklärt, das ist halt schon für mich manchmal schwierig, wenn ich so in euren Kreisen unterwegs bin und ihr redet da über Sachen, wo ich nur nicht so schnell schalten kann, so was kehrt es jetzt genau und dann stehst du da und denkst da, ja gut, mit welcher 8-teiligen oder 9-teiligen Reihe fängst du denn mal an? Und bei Scream, muss ich halt einfach sagen, da, wenn man nur die Berührungspunkte zu Scary Movie hat, dann hat es halt immer gleich so einen leicht lächerlichen und negativen Touch. Also Ja, das stimmt, man muss bei ganz vielen Sachen von Scream, wenn ich mir den ersten anschaue, dann habe ich automatisch die Parallelen zu Scary Movie drin und muss immer so unfreiwillig ein bisschen kichern dabei. ja, eben. Und deswegen, also Scream hat mich tatsächlich bisher noch nie so richtig gejuckt. Aber jetzt, nachdem ich eben die 2 Teile gesehen habe, muss ich sagen, habe ich auch Bock, die anderen zum Schauen. Klar, es ist so ein, wie der Mike da bestimmt irgendwelche wunderbaren Adjektive dafür finden, um das zu umschreiben, wie grandios dieser Slasher ist. Aber er hat halt ein paar Logiklücken, die man mit einem Augenzwinkern halt dann übersieht. Ja, Und ich habe auch gesagt, man muss, glaube ich, vor allem beim Sechser, muss man ab und zu wirklich beide Augen zudrücken, aber bei mir ist die Fanbrille, wie gesagt, auf, darum ist es recht leicht gegangen, dass ich die Augen zudrücke. ja, gerade zum Schluss aus, wo man sich dann fragt, okay, diese Messerstiche waren offensichtlich nicht sehr, sehr tief. Nicht mehr so effektiv, wie es schon mal war. Ne? Ja. Aber das haben sie dann so auf die Spitze drin, dass ich dann irgendwie schon wieder lachen haben müssen am Schluss. Ja, wie schon gesagt, da drückt man halt dann die Augen zu und denkt sich dann, ja, okay, dann machen wir halt weiter so in dem Franchise, wie es beim 5er gestartet habt. Ist ja auch mal was anderes, dass mehrere Leute durchkommen, als man erwartet. Weil normal ist es nicht so normal ist. Also bei Scream war es eigentlich fast alle so, wenn der Typ mit einem Messer erwischt, dann bist du geliefert. Ja, auf jeden Fall haben wir mir, wie im 5er eingeführt, wieder dabei die Tara Carpenter und die Sam Carpenter.
Und mit dazu genommen auch aus dem 5. Teil den Chat und die, wie heißt die, Miley? Mindy, genau. Mindy erklärt ja immer, in welchem Teil sind sie jetzt gerade. Ich finde, die passen ganz gut rein. Ich kenne jetzt natürlich, ich habe jetzt so keine Verbindung immer zu diesen alten Charakteren, wo dann so ein Raunen durchs Kino geht mit, oh, schau, die ist jetzt da wieder dabei oder der oder oh. Das heißt, du hast gerade für die, wenn du die anderen noch nicht gesehen hast, den einzigen alten Charakter, den wir noch mitnehmen, das ist Courtney Cox, die ist vom ersten Teil dabei. Oder beziehungsweise Courtney Cox. Die Kirby Reed, oder? Die ist vom ersten Teil weg dabei und die Kirby ist aus dem 4. Teil. Und aus dem 5. hast du noch Sidney Prescott, Neve Campbell dabei gehabt, die war auch vom ersten Teil dabei, aber die hat es im 6. Teil nicht mehr hätte es wieder einer geschafft, aber ich glaube, da sind sie sich mit der Gage nicht einig geworden. Drum ist Sidney nicht mehr dabei, wird aber, ich fand es eigentlich ganz schön, dass es nicht irgendwie, dass sie keinen aufgebratzelt haben, wie man so schön sagt, sondern dass sie es eigentlich schön ausgestimmt haben mit dem, dass sie sich jetzt versteckt mit dem Mo und dass sie ein Happy End verdient hat. Das fand ich eigentlich ein schöner Abgang für sie. Ja, was heißt Abgang? Sie kann im 7. immer noch kommen. Ich weiß nicht, ob sie sich dann im 7. mit der Gage einig wären, wenn sie es im 6. schon nicht mehr geschafft haben. Oder ob sie dann, ja, mal schauen, wie ihre Arbeit läuft, ob es dann doch runtergeht. Mal rein für die Story wäre es ein cooler Höhepunkt, weißt du schon? Dass sie wieder zurückkommt und ist dann der Ghostface. Zum Beispiel. Das war cool. Aber ja, aber so hast du alle Charaktere dann aus dem 5er schon kennt, weil die waren vorher noch nicht dabei. Die sind alle im 5er erst eingeführt worden. Die Tara, Sam, Mindy und Chet. Genau, da habe ich also Glück gehabt, dass wir in dem Double-Feature waren. Genau. Und dass der 5er praktisch ja also eine Art, ja, nicht Reboot, wie hast es du genannt? Requel? Requel oder Legacy Sequel, Fans sind sich noch nicht einig, wie es heißen soll. Ja, genau. Gestartet ist, dass ich da eigentlich gleich von Anfang an so ein bisschen gelernt habe, um was geht's jetzt eigentlich. Genau richtig für die. Und die Mindy hat ja alles erklärt, die ist nämlich, das hast du im 5. mitgekriegt, dass die Mindy und der Chet sind ja Neffe und Nichte vom Randy, den haben wir im 1. Teil kennengelernt und der hat sonst immer den Part übernommen, dass er die Regeln erklärt. Im 1. Teil meinst du? Genau. Okay. Weil der würde im 1. Teil wahrscheinlich irgendwie abgestochen worden sein oder so. Sag ich doch nicht, weil du hast ja den noch nicht gesehen, ich möchte jetzt nicht spoilern. Mein Gott. Aber ja, du hast schon gesagt, er schließt, ich glaube, es ist ein Jahr nach Teil 5, gell? Ein Jahr hat's geheißen. Mhm. Und spielt in New York. Ist genau, das auch was Neues? Das ist auch was Neues. Wir haben einen Ortswechsel, da ja sonst immer Woodsboro ich glaube fast immer nur mit Woodsboro im Mittelpunkt stand. Ich weiß jetzt gar nicht, der 3. War das auch so? Kannst du nicht mehr sagen, aber ich glaube, es war immer Woodsboro. Und diesmal sind wir in New York und das hat ist so ein kleiner wieder so ein kleines Ding, so ein kleines Stellrad, das dem Franchise aber gut da hat, dieser Ortswechsel, weil da sind sehr coole, spannende Szenen vorgekommen und du hast dir überdacht, wie geil, eiskalt, dass es eigentlich war, dass er einfach mitten in der offenen Straße, in der U-Bahn, in Geschäften, da auf einmal so Ghostface-Action stattfindet. Das fand ich ziemlich geil. Ja, und ist wahrscheinlich auch für die Hauptcharaktere halt dann sehr unerwartet gewesen, weil sie haben sie ja vorgenommen, sie brechen die Regeln und ziehen da auf jeden Fall weg, weil das ist ja bisher jetzt auch noch nie in einem Teil vorgekommen, dass man gesagt hat, man verpisst sie jetzt einfach einmal. Und auf einmal merken sie, scheiße, wir sind doch nicht sicher. Mhm. Beziehungsweise die Sam, die ist ja die ältere von den beiden, die hat ja im 5. Teil rausposaunt, dass sie ja die Tochter von dem Billy ist, der ja der erste Ghostface war. Mhm. Und dadurch vermutet man ja, vielleicht hat die ja also mörderische Gene in sich und möchte Leid abstechen. Und damit kämpft sie ein bisschen und deswegen vermuten ja ganz viel Leute, dass sie wahrscheinlich wirklich der Ghostface ist, weil auf einmal, wo die Morde wieder losgehen, landet sie gleich mal auf der verdächtigen Liste, aber auch noch dazu ihre kleine Schwester, die Tara Carpenter. Die süße kleine Wednesday. Süß, ja. Da brechen wir in dem Teil gleich mal mit süß. Warum? Findest du es nicht mehr süß? Ja, zum Schluss aussehen hat es schon gesagt, dass sie beißen kann. Auch beißen kann, ja. Ja, das war schon gut. Das war schon gut. Ja, kurze Frage an die. Weißt du, an wen ein Nachname angelehnt ist? An John Carpenter. Ah, Corby, du wirst schon langsam, das gefällt mir. Ja. Der Podcast hat wirklich einen Nutzen für die. Langsam lerne ich was. Das Gewinnspiel, das wir gemacht haben zwischen den beiden Filmen,
da habe ich mal gedacht, boah, ich habe voll gut aufpasst in die Scream-Filme, egal was der Kanye jetzt fragt, die kannst beantworten. Auf einmal stellt er irgendeine Frage über Freitag der 13. Da habe ich mir gedacht, fuck. Genau, zur Info, wir haben nämlich zwischen den beiden Teilen ein kleines Gewinnspiel gemacht, haben eine Ghostface-Maske, Scream 6 Merchandise, Tüte und T-Shirt von Viva la Movilusion verlost, und es war tatsächlich eine Scream-bezogene Frage, da die Frage, die ich gestellt habe, im ersten Scream gestellt wird, und zwar war das, wer ist der Killer aus Freitag der 13.? Ach so, okay, das weiß ich natürlich auch wieder nicht. Und es war ganz witzig, weil die erste Antwort war nämlich genauso wie im Scream-Film, nämlich falsch. Jason Voorhees, im ersten Freitag der 13. ist es die Mutter. Ah. Haben wir schön die komplette Szene von Scream 1 bis aufs Abstecher nachgespielt. Wieder was gelernt. Sehr schön. Schau her, Korben. Mit mir bist du da immer gut bewandert. Ja, ich sag's ja. Dank dir und Mike wäre die filmtechnisch auf ganz andere Sphären gehoben. Ja. Und irgendwann so ins nächste Jahr bist dann wirklich auch ein gewinnbringender Teil dieser Film-Podcast-Gruppe. Genau, und dann fängt's wahrscheinlich mit irgendwelchen Franchises an, die ich noch nie gehört habe, und mir dann denkt, was? Ja, genau, dann gehen wir so richtig ins Romantic-Kino der 40er Jahre aus Chile. Ah, da kenne ich mich aus. Ach so, okay. Ja. Dann lernen wir mir da diesmal was von dir. Pablo und ich, das sind ja die großen 8 Teile, die ja dieses Genre damals vorgeführt haben. Es hat ab aus Chile, fahren wir wieder auf New York. Wo waren wir denn eigentlich stehen bleiben? Jetzt vor lauter Blödschmerz komme ich wieder nicht mehr raus. Ja, die Tara und Sam sind verdächtig. Genau. Und ihre Mitbewohnerin hat einen Vater, der ein Polizist ist. Und zufällig kriegt der natürlich diesen Mord zum Untersuchen. Und da steigt dann die Kirby ein, dann ist so ein Raunen durchs Kino gegangen, und ich mir gedacht, mein Gott, warum? Was ist denn jetzt schon wieder? Wer ist das? Spinnst nicht so? Und da sie ja das auch alles so erklärt haben mit dem Franchise und auch den Mord so aufbauen, als müsste man jetzt erklären, wer war in der Vergangenheit der Mörder, weil der Ghostface jetzt mit einer alten Maske rumläuft und sie dann auch schon vermuten, dass der wahrscheinlich nach und nach diese Masken hinterlässt von den alten Mördern, weil es ist ja so, jedes Mal, wenn er einen Mord begangen hat, hinterlässt er eine Maske, und über die DNA, die da drin steckt, haben es dann herausgefunden, es geht praktisch von hinten nach vorn los, dass immer nach und nach das die Masken sind von diesen Mördern aus den vorherigen Teilen. Und da wird dann, glaube ich, auch erklärt, dass ja die Kirby im Teil 4 irgendwie irgendwas gemacht hat, was weiß ich. Höchstwahrscheinlich ist abgestochen worden und lebt trotzdem. Genau, die hat da einen sauberen Stitch abgekriegt. Das, glaube ich, sagt sie sagt glaube ich, sogar erwunden hier im 6. Teil. Was ich da ganz cool fand, weil du ja gerade das erzählt hast mit dem, dass die Sam und Tara verdächtig sind. Mir hat das richtig gut gefallen, der kleine Seitenhieb auf Medien oder Sam, die ja im 5. Teil die Gute war und den Reggie erledigt hat, und nur durch ein paar dumme, gestreute Kommentare in Social Media haben sie es geschafft, dass sie es so drehen, dass sie als die Böse dasteht. Genauso wie es eben heute ist mit für die ganzen Falschinformationen, die rumgängen, und Idioten, die nichts kennen aus Facebook, das dann glauben und weiterverbreiten. Auch die Szene, als sie das Dringer drüber geschüttet kriegt, weißt du noch? Mhm. Das fand ich auch geil, weil man später sagt man ja dann das nochmal, und was haben sie weggeschnitten aus dem Video? Den Part, wie sie angegriffen wird, und nur den Part sagt, wie sie dann sagt, was soll die Scheiße, hab's ein paar auf die Nussmilch, und dann sofort so hingestellt worden ist, als wäre sie aggressiv und hat einfach irgendwelche Passanten abhöbeln. Das fand ich einen netten kleinen Seitenhieb auf den ganzen Bullshit, der immer extremer bei uns im Internet rum passiert. Ja. Also da muss man ja also echt sagen, das ist ja jetzt nicht so eine extrem an den Haaren herbeigezogene Handlung, aber bei Scream 5 nicht, dass man sich dann denkt, oh Gott, ja, ihr wollt doch einfach nur irgendwie sagen, wie Leute abgestochen werden, sondern du bist die ganze Zeit am Miträtseln, ja, wer ist jetzt da der Mörder und was ist da das Motiv? Also ich fand's tatsächlich in beiden Teilen hochspannend. Ich bin da immer so, es gibt so viele Leute, die sagen, ja, mir war das von Anfang an klar, dass der das ist, aber ich denke mir halt dann immer so, ja, du hast halt einfach gesagt, das ist der, und dann hast du Glück gehabt in meinen Augen. Ich weiß nicht, ich finde das immer komisch mit dem, dass man sagt, ich habe das von Anfang an gewusst, weil ich kann da sagen, ja, ich habe gesagt, der war's, und dann war das nicht, und ja, das ist einfach nur Glücksraterei und sonst nichts.
Ich hab's mir einfach gemacht. Ich habe einfach bei jedem neuen Charakter, der eingeführt worden ist, gesagt, das ist er. Das hast du immer schön zu mir gesagt. Das war immer schön. Dass ich bei jedem Charakter, den er gesehen hat, den Kopf auf der Schulter gehabt habe, das ist der Mörder, oder? Nein, Corby, aber ich bin jetzt gleich ein Mörder, wenn du nicht stark bist. Wir haben auch in dem Fall aber mal einen neuen Kniff, weil wir hatten sonst immer 2 Ghostface, außer in Teil 3, der Roman, der war der erste und einzige bisher, der allein agiert hat. Und diesmal haben wir, sage und schreibe, 3. Wissen wir nicht genau. Falle? Nein. Es sind 3 Komplizen, aber vielleicht waren es die ganze Zeit trotzdem nur 2 Ghostface. So meinst du? Ich sag, dass trotzdem 3 waren. Okay. Die haben zu dritt gearbeitet, also 3 Ghostface. Ja, auf jeden Fall, es gibt dann einen Showdown zum Schluss. Sie finden in der Mitte des Films ein abgelegenes Örtchen, wo sie tatsächlich so eine Art Schrein finden oder so ein Scream oder Step, so wie das Franchise ja in Scream heißt. Also so eine Halle, wo halt dann da die ganzen Utensilien von den alten Teilen drin sind. Und unter anderem auch eine ziemlich coole, also ich hab's ziemlich cool gefunden, ziemlich coole Ausstellung von so Schaufensterpuppen, die diese Gewänder gehabt haben von den Mördern und halt dazu dann die Masken und auch die Waffen. Ja, und das ist allgemein richtig schaut geil. Schon echt geil aus. Genau, das ist geil aufgestellt und es ist allgemein eine richtig geile Halle mit wie du schon sagst, so ein Schrein beziehungsweise so ein Museum für Scream mit alle. Das sind Klamotten, die man von die Opfer aus die vorherigen Teile, die Waffen, Skizzen und so. Das ist, also vor allem, wenn du das Franchise kennst und alle Teile gesehen hast, dann sagst du, oh cool, das ist aus Teil 2, war geil, das ist aus Teil 3 und das ist aus Teil 1 und so. Da ist das Fanherz, hat da richtig aufgeblüht. Ja. Das war nice. Und es ist auch gut erklärt, wie es die ganzen Sachen ohne gekommen sind. Weil du denkst ja natürlich, ja okay, wo sollten jetzt die Idioten die Waffe vom her haben, das ist ja Beweismaterial und das müsste doch eigentlich irgendwo weggesperrt sein. Aber ich finde, an sich der Film löst alles gut auf. Weil wir haben ja vorher schon mal gesagt, wir haben ja diesen Ortswechsel und man ist ja nirgends mehr sicher, was waren für die so eins von die Highlights an Ghostface-Attacken. Ich fand tatsächlich diese erste Attacke mit Terror mit Sam krass, als der Ghostface hinterher ist und in diesen Laden rein ist, weil ich hab als erst gedacht, okay, sie sind jetzt da drin und da sind ein Haufen Passanten und sehen ihn auch. Der greift jetzt bestimmt über so eine Haut ab, aber na, er greift dann erst bei einem Passanten an und geht dann voll ab, schnappt sie dann auch noch eine Knarre und da habe ich mir gedacht, boah, leck, wie wollen sie jetzt da aus der Situation raus? Klar, sie sind irgendwie rausgekommen, aber das fand ich schon echt krass. Ja. Und, so offen hat er auch noch nie agiert, muss man sagen. Also, dass er wirklich, meistens ist er, sagen wir mal, ziemlich persönlich, immer nur Killer und Opfer. Aber diesmal ist ihm halt scheißegal, wer nur dumm steht. Er verdammt jeden, der irgendwie im Weg steht. Ja. Und dann natürlich das, was man im Trailer gesehen hat, die Szene in der U-Bahn. Genau. Was man aus dem Trailer nicht weiß, ist, sie werden getrennt. Das heißt, die Mindy ist mit Orm mit dem Ethan in einem Waggon und die anderen in einem separaten. Das heißt, du weißt schon mal nicht, wen trifft's jetzt. Genau. Und dadurch, dass eben diese Scream-Morde wieder aufkämmern und das ja zu einem Franchise gehört, das auch innerhalb von Scream existiert, feiern das halt dann auch free und haben dann genau diese Ghostface-Masken und die Kostüme. Es spielt dann natürlich auch wieder zur Zeit von Halloween und jetzt sind da brutal viele und du weißt halt nicht, ist er jetzt dabei, greift er jetzt gleich an und wen trifft's? Und das ist halt schon echt spannend gewesen. Das war auch super. Also das ist auch meine Lieblingsszene. Da sind wir eigentlich fast gleich, weil ja die beiden Szenen sehr stark fand und hätte auch die herauskommen, weil das in dem Shop drinnen fand ich ultra hart, dass er da so eiskalt ist und reinrumpelt und dann einfach irgendwelche außenstehenden Zivilisten mitverrammt. Und das im Zug so, ich glaube, das ist so ziemlich die spannendste Killer-Szene gewesen, die das Franchise bis jetzt zum Bieten gehabt hat. Okay. Also ich kann mir jetzt zumindest auf Anhieb nicht erinnern, dass es jemals so extrem spannend worden ist.
Weil, sagen wir mal, alles andere, gerade so, was man ja von Scream 5 von dem Anfang gesehen hat, mit dem Anruf und du weißt dann nicht, wo ist er und wann kommt er und bla bla bla. Es ist halt dann irgendwann schon immer das gleiche Schema und dann siehst man im Hintergrund ihn wieder irgendwie vorbeihuschen oder einen Verrammter kurz im Hintergrund äppern und da weißt du, okay, jetzt greift er dann an und wenn er ja dann da angreift, dann der ist ja dann immer so wild, also so gefühlt unkontrolliert wild. Wobei es ja jetzt, du hast ja die ersten noch nicht gesehen und das ist im 5. und im 6. haben die das wesentlich zurückgeschraubt, weil in die ersten hast du irgendwie gemeint, also die ersten 4 meinst teilweise, dass er gehbehindert ist. Weil er nur, der fällt über alles drüber, überall stolpert er, da ist halt so richtig, als war ein Kleinkind da hinten da drinnen und läuft umeinander. Das haben sie jetzt da schon ein bisschen zurückgeschraubt. Okay. Ja gut, cool, er sei, dass in die ersten Teile hätten sie es wahrscheinlich so erklärt, dass man durch die Maske einfach auch nicht so viel sieht. Was ja wieder logisch wäre. Wir haben es ja festgestellt, dass man nicht so viel da drin sieht, gell? Ja stimmt, wir haben ja fürs Double Feature extra Masken dabei gehabt, damit sie die Leute nicht erschrecken, wenn sie unser echtes Gesicht sehen. Ja, und ich bin allein mit der Maske aufgegangen, ist voll Idioten. Ja, das heißt, das waren für die, also die Highlights. Ansonsten, wie hast du das Finale gefunden? Also diesen Endkampf? Den fand ich auch cool. Ich muss nur sagen, also ein bisschen zweischneidig gewesen in dem Fall, weil ich fand von einem der Täter, das war so ein extremes Overacting. Das war so drüber teilweise, dass man da, aber dann fand ich es wieder irgendwie cool, weil ich habe ja vorher schon mal gesagt, dass die Scream 6 in meine Augen stark an Scream 2 auch mit orientiert. Und da war das auch so. Ich war damals immer, als die Killerin da enthüllt worden ist damals, dann war ich immer lästig, weil die fühlt sich so behindert auf, dass ich gesagt habe, komm Mensch, fühlt sich auf, halt doch dein Maul. Und das war irgendwie doch wieder dann so eine geile Parallele zu Scream 2, dass er genauso übertrieben ist. Das hat mir auf der einen Seite hat's mich genervt, aber auf der anderen Seite fand ich es cool. Aber ansonsten auch, ja, es war schön hart, schön brutal. Das hat mir gefallen. Er ist ja auch der erste Scream-Teil, der mit einer FSK 18 im Kino läuft. Die anderen waren sind alle ab 16 immer gewesen. Mhm. Und ja, diese Messer, die in sämtliche Gesichtsöffnungen eindringen, das hat schon immer was Hartes, finde ich. Weißt du, warum der jetzt da ab 18 ist? Ja, ich glaube, dass es da wirklich um die Gesichtsstechereien geht. Ja, beim 5., da kriegt doch auch einer das Messer in den Hals was ich auch ziemlich krass gefunden habe. Aber so, okay, das war auch hart, ja, aber da immer nicht so Messer in die Nase, ins Augen und im Mund, das ist irgendwie gefühlt ein bisschen härter. Aber okay. Prinzipiell hätte jetzt zum Beispiel gemeint, dass er noch brutaler ist. Ich hätte jetzt da die FSK 18 nicht gesehen. Wenn ich die mit Scream 5 vergleiche, hätte ich gesagt, ist für meine Augen beides eine FSK 16. Und es ist halt also, es schwingt ja immer dieses Augenzwinkern mit. Also es wird schon versucht, eine gewisse Dramatik aufzubauen, was ich dem Film also ja zugute halte, aber sie zerstören am Ende das Ganze wieder. Dann dadurch, aber gut, das wäre eigentlich eins von meinen Flops. Das kann ich vielleicht jetzt auch gleich mal sagen. Also es wird jemand extrem brutal niedergestochen von 2 Seiten. Und du denkst da, boah, fuck, hey, das kann er nie überleben. Und dann überlebt das. Und das ist, also, das fand ich schon affig. Und dann haben sie aber noch uns draufgelegt, dadurch, dass auch jemand in diesem, in einer Szene davor auch schon abgestochen worden ist, wo ich mir auch denke, ja, okay, die oder der, die sind jetzt erst einmal einige Tage ausgenockt. Na, kommt dann auch ganz fröhlich. Das war das, was ich vorher auch gemeint habe, dass ich dann direkt lachen hab müssen, weil das war ja auch ein Stich in den Bauch mit Aufschneiden, meine ich, und was denkst du, ja, das muss ja dann sämtliche Organe erwischt haben und dann am Schluss läuft die Person da wieder ganz fröhlich ein und denke mir so, irgendwie ist es natürlich total dumm, deswegen musste er beide Augen zudrücken, aber auf der anderen Seite habe ich lachen müssen und es war halt auch mal was anderes, dass dann wirklich so viel, weil es sind ja glaube ich 3, was du sagst, die müssten eigentlich hops gegangen sein und trotzdem überleben sie es und das war dann irgendwie habe ich lachen müssen einfach, dass das durchziehen und sagen, 3 Leute lassen wir jetzt nicht überleben, wo man meint, die sind sicher tot. Ja. Aber und gut, 2 davon finde ich sind eine große Sympathieträger für mich vor dem Film, deswegen bin ich immer ganz froh, dass die noch da sind. Ja, schon. Dann muss man halt die Dramatik nicht so extrem machen, weißt du? Ich weiß, was du meinst. Aber das ist ja also da muss ich auch beide Augen zudrücken, aber ich habe ja dann auch noch meine Fanbrille auf bei Scream drum. Das passt schon.
Es habt's mich trotzdem wieder an die Eier. Wie viel Kostüme hast du denn entdeckt? Hommagen an andere Horrorfilme? Weil da haben wir ja auch ganz viele Figuren versteckt, da ja Halloween ist. Ja, ein Ding habe ich gesehen, ein Pinhead, in eigentlich einer ziemlich coolen Kostümierung. Geile Masken, gell, die brauche ich auch. Ich glaube, den Halloween-Dude. Michael Myers. Oder Halloween-Dude, das stimmt, so steht er normal in die Credits. Ich glaube, ja, aber dann halt nur, also die klassischen Werwolf und sowas, das hat man natürlich noch gesehen. Ja, also Wolfmaske aus Creep. Ja. Für die ja ganz wichtigen, das ist ja einer von deinen Lieblingsfilmen. Hast du nicht gesehen in der U-Bahn im Hintergrund? Fragt du so, oder was? Das ist ein Mike's Lieblingsfilm. Am Babadook hat man im Hintergrund auch noch gesehen. Ach Gott. Das hat mich schon genervt im 5. Teil, als der zweimal gesagt hat, dass der Babadook für sie ja da eines der gruseligsten Filme überhaupt war. Ja, die hat er recht, du hast nicht kapiert einmal. Wir haben noch einen Freddy Krüger auch gesehen, wo es auch ganz klar ist, da ja das Scream-Franchise von Wes Craven stammt und der auch einen Freddy Krüger erfunden hat. Da gab's auch, weil die anderen Teile, die Sidney Prescott, die wohnt ja in der Elm Street, was ja auch Hommage an die Nightmare on Elm Street ist. Und diesmal haben wir aber keine Elm Street gehabt, aber ich meine, im Hintergrund hat man mal einen Elm Court gesehen. Also dieses Elm-Ding haben sie wieder mit eingebaut. Und was auch noch ganz klar war, dass man das sagt, man sagt einen Jason Voorhees, und der musste natürlich drin sein, da ja dieses ganze Setting stark an Jason welcher Teil ist das? Ich glaube, der 8., wo er nach Manhattan kommt, Jason Goes Manhattan, erinnert. Man merkt ja an ein paar Plakate, die sind auch stark an die Poster von Jason Goes Manhattan angelehnt gewesen. Natürlich war der auch drin. Ein Pennywise sagt man umeinander laufen und das Mädel von The Ring. Ah, okay. Und ein Chucky sagt man auch umeinander laufen. Ja, also tatsächlich muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe mich in der Szene, gerade in der U-Bahn, wirklich eher auf den Ghostface konzentriert, weil ich mir gedacht habe, okay, wann kommt der gleich? Wer ist es? Also sie haben halt immer wieder mal mit der Kamera durchgeschwenkt und dass halt dann die ganzen Kostüme zeigen können. Du hast ja dass Samara Weaving, ihre Figur aus Radio Not, hast du auch gesehen. Echt? Mhm. Okay, cool. Also da sind echt coole Dinger drin und das ist ja allgemein, also die Szene, da kann man ganz viel entdecken an Kostümen. Du sagst, cool, der und der hier und das, schön. Da blüht das Horrorherz. Sehr schön. Und was auch noch ein schönes kleines Ding war, man hört einmal nur an Dewey seine Melodie, da ist dann auch noch ein bisschen Herzbluten angesagt, weil seit Teil 5 wissen wir ja, dass uns der Dewey nicht mehr begleitet. Da bin ich immer noch traurig. Ja, verstehe. Also ich kenne den zwar jetzt natürlich nur aus dem 5. Teil, aber den fand ich eigentlich schon sehr sympathisch. Ja, er ist immer, also in alle Teile war er immer sympathisch. Das war immer ein ganz großer Sympathieträger. Den hätte ich auch gerne nur ein bisschen länger gesehen, aber gut. Dann eine coole Hommage an den ersten Teil. Da kriegt nämlich Gail Weathers von der Sydney eine geknallt. Das wird diesmal nochmal nachgespielt. Sam möchte eine blitzen, erwischt es aber nicht. Dafür kommt aber dann die Terror mit einem sauber Uppercut. Bam! Peng, voll in die Fresse hat's geheißen. Also der Film glänzt nur so mit Anspielungen an andere Franchise und an die alten Scream-Teile. Die Vereinigung, die da am Anfang, wo die Party ist, diese Omega Beta Zeta, das ist eine Anspielung an Scream 2. Okay. Genauso wie eben für mich das ganze Finale und auch die Auflösung sich stark an Scream 2 orientiert. Ja, aber die verrate ich dir jetzt nicht, weil du ja den noch nicht gesehen hast. Ich wollte gerade sagen, bitte nicht zu viel verraten. Niemals, Corby, niemals. Ich spoilere dich doch nicht her und sag dir nicht, dass in Scream 2 der Ghostface stirbt. Ja, genau. Werde ich nie tun, Corby. Ich weiß nicht, hast du noch was zu dem Thema oder möchtest du in unsere Tops und Flops und Triple Threats gehen? Ich wollte gerade die ganze Zeit weitermachen mit die Tops und Flops, weil mir eigentlich nur irgendwas eingefallen ist, wo ich mir gedacht habe, das hat mir eigentlich auch nicht so gut gefallen, aber jetzt weiß ich es gerade nicht mehr. Ich glaube, es war einfach die Tatsache, Samara Weaving einführen und dann nicht weitermachen mit ihr. Das macht Orange schon wieder ein bisschen traurig. Das ist schon ganz ein großer Flop, ja. Da gibt es auf alle Fälle einen Abzug in der B-Note. Ja. Aber ansonsten, also top, wie schon gesagt, ich habe mitgefiebert, wer ist der Täter, ich habe es geil gefunden, daher für alle, die sie bisher auch nicht an dieses Scream-Franchise rangetraut haben, also mit 5er und 6er kann ich total empfehlen.
Ich habe dann, wo ich dann daheim war, zu meiner Frau gesagt, also ich weiß jetzt ganz genau, was für Filme wir uns das nächste Mal anschauen, wenn wir wieder einen Horrorfilm schauen wollen, wo du mitfiebern magst, weil das ist einfach genau sowas zum Mitfiebern und halt dann auch noch Frauenhelden, das ist ja natürlich dann um noch viel mehr besser für meine Frau, also von dem her ziemlich cool. Also ich war sehr positiv überrascht. Schön. Und was ist der Flop? Oder Habe ich ja vorhin gesagt, das war das mit dem dramatischen Abstechen Okay. und dann verpufft es halt dadurch, dass die halt dann einfach überleben. So, das finde ich halt immer scheiße. Weil ich mir dann denke, ja, es gehört ja dann auch eine gewisse Dramatik dazu und im Fünfer hat man es ja dann gesehen mit diesen alten Charakteren, mit Dewey. Das war ja echt krass und der war halt dann auch wirklich tot. Und dann da trauern sie ja auch kurz dann um diese Person, die da abgestochen wird und dann, ach, Shahi hat er doch überlebt, cool. Ja, okay. Jetzt lass die Leute mal ein Happy End haben. Das wäre so wie bei The Last of Us, so alle, wo man glaubt, die sind jetzt tot, ach, die sind doch nicht tot. war doch schön. Niemand ist tot. Das war doch schön. Warum möchtest du immer, dass alle tot sind? Ich glaube, ich freue mich, wenn alle überleben. Ach, es geht mir dann um die Dramatik. Okay. Die haben deine Dramatik zerstört, das ist gut. Was ist Oder denn nicht gut. was ist denn bei dir Top und Flop? Mein Top sind die Kills. Also vor allem, was ich vorher schon gesagt habe, diese Gesichtsstechereien, so mit dem Messer neben den Nosen, in den Mund, ins Augen, so kreislig das, und so hart habe ich schon lange nicht mehr gesehen, das hat mir richtig gut gefallen. Und mein Flop ist in dem Film echt schwer. Aber wenn ich mir auf was festlegen muss, dann ist es, dass ich nicht Samara Weaving als Final Girl den ganzen Film begleiten hab dürfen. Ja. Das nehme ich dann als Flop. Das ist echt traurig. Die kann man uns nicht hinsitzen und dann wegnehmen. Das ist echt, das geht gar nicht. Das ist, als dass man, da zum kleinen Kind Eis mit 3 Kugeln in die Hand drucken und kurz bevor es abschlägt, haust du es ihm aus der Hand und sagst, fick dich. So geht nicht. Aber es war wahrscheinlich war es irgendwie ein Wunsch von ihr, dass da unbedingt dabei sein möchte. Und dann haben sie ja gesagt, ja gut, dann, wie war's denn, du machst gleich den Anfang. Genau, und dann verpisst dich gleich wieder. Corby, unser Triple Threat, sagen wir mir Titten. Nein, Keine Titten. Sagen wir mir Trompeten. auch nicht. Keine Trompete. Und wie schaut's mit toten Tieren aus? Auch nicht. Auch nicht. Gott, ist der Scream 6 eine Scheiße. Unfucking fassbar. Deswegen tatsächlich ein bisschen enttäuschend, dass er ab 18 ist. Mir interessieren, was jetzt da so die Hauptbegründung ist, warum er den so hoch einstuft, weil ich hätte jetzt tatsächlich so locker 16 gesagt. Ich wollte gerade schon sagen, so zwischen 12 und 16. Nein, aber ich denke mal, also ich hätte jetzt auch eher gesagt, der FSK 16, weil ich fand ihn ähnlich hart wie einen 5. und einen 5. fand ich irgendwie teilweise sogar härter bei der Art und Weise, wie er auf die Leute eingestochen hat. Nicht so das normale einfach auf und ab, sondern das so richtig sehen, wie er gezielt immer irgendwie in Zeiten einsticht, damit da halt wirklich auch tödliche Verletzungen zustande kämen. Das fand ich irgendwie, oder die ganze Intro-Szene aus dem 5. Also ich persönlich finde den 5 irgendwie härter als ein 6. Ja. Aber ja, gut. Doch, da bin ich auch bei dir. Jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte. Jetzt aus mit der Geschichte. Da waren ein paar Szenen dann dabei, gerade so Mitte des Films, wo es halt dann diese Gruppendynamik dann noch ein bisschen zeigen wollen und dann halt auch, dass die zwei Charaktere annähern. Und da wir in einem Double Feature waren und der zweite Teil dann relativ spät kam und ich in dem Tag auch noch arbeiten war und alles, hat mir das kurz dazu bewegt, dass ich mir gedacht habe, jetzt könnt ihr meine Augen zumachen. Und dann ist Gott sei Dank das Finale losgegangen und das hat mich dann nochmal so richtig hochgepusht. Aber das war tatsächlich so ein Durchhänger. Den hätten sie meiner Meinung nach sparen können. Du vergunst den Charaktere überhaupt keine Liebe nicht, gell? Nein, überhaupt nicht. Sterben sollen sie alle, überleben, voll Teufel, was, die haben Gefühle füreinander, fickt euch. Unglaublich die, mit dir, was die dürfen ja Gefühle füreinander haben, aber das Aber ich möchte die singen. Nein, es hat ja schon am Anfang gereicht. Also, Das hätten wir jetzt nicht nur mal extra ausbauen müssen. okay, also das nächste Mal, wenn ich die und die Frau triff und du klangst das zweite Mal an, dann sage ich, lass den Scheiß, das klangt einmal. Grüß fix.
Kruzifix, bist du ein schlechter Mensch. Okay, passt. Unfassbar. Aber es ist ja eigentlich jetzt auch nochmal, diese Folge ist ja nochmal eine Überraschung, weil es ist ja eine Folge über eine Fortsetzung. Aber ich würde sagen, da wir das ja öffentlich präsentiert haben, machen wir es nicht state-inklusiv, oder? Das sagst du jetzt auch nur, weil wir es am Anfang vergessen haben. Ganz genau. Na, meine Begründung wäre eher, wir machen diese Folge frei aus dem Grund, da wir ja die Ehre hatten, im Cineplex dieses Double Feature zu moderieren, was echt total viel Spaß gemacht hat. Wir wollen uns auch herzlich bedanken für alle, die dabei waren und die ja mit uns Spaß gehabt haben, die uns angelogen haben und gesagt haben, sie hören sich unseren Podcast jetzt auch an. Das war schön. Ein paar mehr Lügen waren gut fürs Ego gewesen. Nicht gerade 3. Na, es waren auch ein paar Fans da, an die liebe Grüße und Ja. wir werden auch jetzt in dem Rahmen der Folge ein paar Stimmen hier von unseren Zuschauern und von den Fans hier mit einfließen lassen und genau, die kennen wir nämlich jetzt. So, servus, ich bin der Peter und ich muss sagen, mir hat er recht gut gefallen. Er war recht blutig, teilweise ein paar Mal ist er ins Detail gegangen mit dem Morde, aber ansonsten hat er mir wirklich Spaß gemacht und die Zeit ist ziemlich schnell vergangen, muss ich sagen. Also, dass es länger dauert, ich weiß gar nicht, wie lange das dauert hätte sollen oder dauert hat, weiß ich nicht. 2 Stunden wahrscheinlich. 2 Stunden, glaube ich, irgend sowas. Also ist die Zeit recht schnell vergangen. Servus, bin der Philipp. Scream 6 fand ich auch gut. Schluss gut an dem 5. Teil auch. Es war ein bisschen mehr gegangen, er war schon recht blutig. Also mehr USK 18 ist er wieder. Aber war nicht mehr gegangen, wie gesagt. Jenna Ortega war super. Hayden Panettiere fand ich gut. Ja, und hat euch gefallen. Abonniert Viva la Illusion. Jetzt ist, macht das Abo und haut's rein. Und auf geht's zum besten Podcast der Welt. Der Welt. So, und dann noch ein riesen Danke an die Karin, dass sie uns das ermöglicht hat. Und irgendwie zieht sie Ja. das so durch bei uns, gell? Mit Cineplex ist Karin unser kleiner Engel und Hardline ist Karin unser kleiner Engel. Genau. Irgendwie ist so Karens sind unsere Lichtquellen im Podcast-Leben. Na, Oder also im dann, Normalen. wenn du Karin heißt und gerade unseren Podcast hörst, vielleicht gibt's Schreib uns mal. irgendwas, wo wir dir helfen können. Schreib uns mal, genau, vielleicht geht es. Ist egal wo's. Alles kann, nichts muss. Also, Genau. Hier nochmal vielleicht, weil du es ja gerade gesagt hast mit Hardline, also die Folge wird sicher nur vorm Hardline erscheinen, daher nochmal der kleine Anstoß an euch. Von 6. bis zum 9.4. findet das Hardline in Regensburg im Ostentor-Kino statt. Da bitte vorbeischauen, wenn ihr zum einen was mit uns zum tun haben wollt und zum anderen richtig geile Filme anschauen wollt. Mittlerweile sind die ersten, oder ich glaube fast schon alle Filme, oder zumindest die Hälfte gut veröffentlicht. Also da kann man sich schon mal ein bisschen schlau machen, um was es sich da so dreht. Es gibt da eine Folge von uns über mindestens 3 Veröffentlichungen. Und im Cineplex haben wir auch sogar den Trailer abspielen dürfen. Und der ist im Kino, wenn man sieht, echt schon, war schon geil. da haben wir schon ein kleines Hosenzelt gehabt. Ach man, du immer. Ja, ich kann auch nichts dafür, dass ich mein Glied nicht unter Kontrolle habe. Was soll ich machen? Ja. Sei froh, dass ich ihn drin lassen habe. Und dann, ich hab's auch schon gesagt, Cineplex, 4.4. Ihr habt da auch die Möglichkeit, wie jetzt eben beim Scream Double Feature uns persönlich kennenzulernen, sie mit uns zu unterhalten und unserem Krampf vor der Bühne oder vor der Leinwand anzuhören. Und wir freuen uns auf euch. Es ist diesmal nicht in Vilsbiburg, sondern in Neufahren. Vielleicht machen wir da vorher noch ein anderes Event, aber da darf man dann eine separate Ankündigung machen. Aber Terminator 2 steht schon mal ganz fix. Und ja, ich freue mich, weil ich habe Terminator 2 noch nicht gesehen. Leck mich doch, Corby, hau die ein wie ein Fackel. Da müssen wir uns aber auf alle Fälle Terminator 1 noch davon miteinander anschauen, oder hast du den schon Den habe ich gesehen. Den habe ich schon, gesehen. Ja, Ja. passt. Ja, Genau. aber ich kann mit dem gerade anschließen, kommt's vorbei. Klangt's und so. Corby freut sich. Daheim geht nämlich auch nichts mehr bei ihm, seitdem er verheiratet ist. Also, da hat's ihm den gefallen. Und Genau. Und ansonsten, ja, viel Spaß bei Scream 6 im Kino. Viel Spaß mit unserem Podcast. Viel Spaß mit unserem Podcast. Und was sollen die Leute sonst noch machen? Ja, hast du jetzt schon gesagt, kommt's auf Neufahren, kommt's Richtig. überall, wo wir sind, klangt's und so, abonniert uns, Hardline habe ich kommentieren. gesagt.
Verzeiht uns vielleicht ein bisschen, was euch noch anders erwarten von uns, außer es ist was Negatives, dann haut's ab, wir interessieren uns einen Scheißdreck, weil das perfekt ist, was wir mir dann. Und was können wir uns noch machen? Mir fällt nichts mehr ein. Steady-Abo abschließen. Ja, stimmt. Rentiert sich zwar nicht, weil die Folge umsonst ist, aber macht es trotzdem. Gebt Geld. Na dann, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht in der U-Bahn. Wahrscheinlich auch in der U-Bahn. Und der Ghostface hört immer unseren Podcast, deswegen ist er so wütend. Deswegen ist er so grantig, weil er die Scheiße hören muss. Ja, passt. Macht es gut. Tschüss. Adieu.